Guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich heute hier Kirchbierg an den Parke vom Arboretum. Mein Name ist Thierry Helminger, ich bin Botaniker am Naturmuseum und ich will euch heute mit auf eine Visite, das geht virtuell durch zwei von den Parken vom Arboretum, einmal den Park Central, wo wir verschiedene Äpfel an der Bleiwerte gesehen und dann noch einen kleinen Tour durch den Park Krämerweh, wo wir die ersten Bäume am Busch entdecken, die aufhören grün zu gehen. Voilà, wir fangen heute an, oben Kleine Kirchbierg. Das ist ein künstlicher Birch, eine künstliche Erhebung, die hier angelegt ist wie der ganze Park Central. Das war im Jahr 2000 angelegt. Und zwar war die Idee von dem Latz und Partner, dass die Landschaftsarchitektin die Gestaltung gemacht hat, für eine Horizontvue herzustellen. Was heißt das? Kirchbierg mit der ganzen Bebauung, die an den letzten Jahrzehnten geschieht ist, hat den am Anfang die Vue vom Horizont, die früher auf dem freien Plateau vom Kirchbierg am Anfang überall war, verloren. Wenn ihr heute Kirchbierg irgendwo steht, dann dreht ihr sich rundherum. Ihr seid normalerweise das Gebäude und dann das nächste und dann das nächste. Dazwischen vielleicht Straßen und eventuell ein paar Bäume. Hier Kleine Kirchbierg sind wir aber hoch genug, für dass wir über den ganzen Party von diesen Gebäuden weg gesehen und so in alle Richtungen den Horizont können erkennen. Am Park Central sieht ihr auch hier ein kleines Wasser. Die Wasserfläche, das ist ein sogenannter Retentionsbassin. Den dient also dazu, für am Fall von einem ganz starken Regen die Wassermasse ein bisschen zurückzuhalten. In Wirklichkeit ist den Bassin also doppelt so groß wie das, was ihr als freie Wasserfläche seht. Und der kann dann sich füllen am Fall von einem ganz starken Regen. Auf der Wasserfläche schwammen noch ein paar Kunstwerke, das sind Trois-Îles von Martha Pan, die in gesagt schwammen. Und am Sommer funktioniert auch noch ein Wasserfall in Sprangboer, für das Wasser mit Sauerstoff zu durchsetzen, für es ein bisschen viel zu klären. Gespeist wird dann eben vom Oberflächenwasser, das heißt, das Wasser wird auf die Gebäude, die rundherum die Europaschule an anderen fällt, und die dann über oberflächlich kleine Kanäle, kleine Rigollen an Wasserleif löst dort mit hingelegt gehen. Hier habt ihr einen ersten flotten Blick auf die Sammlung vom Rosaceum. Das ist eine Sammlung von Zierobstgehölzer aus der Familie von den Rosazeen, also von den Rosengewächsen. Das sind die am Moment gesehen hier an der Vollblei Zieräpfel, sind aber auch Kisten dabei oder Beeren oder Sorbusärten, die wir uns ein bisschen mehr genau auch nach die eine oder andere werden angucken. Die Familie von den Rosengewächsen ist eine von den 6 wirtschaftlich wichtigsten Pflanzenfamilien, die es gibt, weil es gibt ganz viele Kulturpflanzen, die auch für die Ernährung wichtig sind. Denkt an Äpfel, Beeren, Kisten, Quetschen, Pommen und so weiter, aber auch Erdbeer zum Beispiel oder Schwarzbier oder Hambier. Alles Vertreter von der Familie von den Rosengewächsen, die wir hier weisen, die Zieräpfel, das sind Sorten, die rausselektioniert sind für hier Scheiblei hauptsächlich. Die seht, die haben ganz üppig und farbig Bleien, von weiß bis leichter rot, in rosa und
sie bläien also ganz üppig. An en nächst dingen ass dat se oft am Hircht kleng, awer auf ganz färweg Äppelcher kreien. Die sind also am Prinzip net wie Ziessen, ich wissen, ob sie giftig sind, méi das neicht run. An sie sind oft auch ein bisschen Butter. Und sie sind aber ganz schön färwig und sie bleiben noch lang und den Beam hängen. Das ist eben ein Ziergehölz. Voilà, die Varietät mit den großen weißen Blähen die heißt John Doney. Und kann Ihnen aber in der Bläh schön weisen die Charakteristiken von der Blähe von der Rosengewächse, die natürlich auch bei den Äpfeln gesät. Typischerweise sind die Blähe 5-zählig. Ne? Das heißt, wir haben einerseits innen drinnen die kleinen Gring, das sind Kelchblätter, die sind da 5. Dann haben wir die Kronblätter, das sind da auch 5, in diesem Fall sind sie weiß. Und dann haben wir ein ganz Apertuell von Stöpsblätter, die durch spiralisch unter dem mitstehen. Oft sind da 20. Und an der Mitte, ganz an der Mitte, zwischen den Stöpsblättern, da verstopft sich irgendwo der Griffel oder die Purgriffeln von der Fruchtkniet, der gehen nicht oft auch mehr wie ein. Bei den Äpfeln oft findet er, dass das Knospen von den Blähen nach einer anderen Farbe haben wie die Blähe selber. Hier ist ein typisches Beispiel dafür beim Malus floribunda, dem japanischen Wildapfel. Da seht ihr ganz schön, wie die Knospen richtig dichter rot sind. Und wenn sie dann abgehen, da gehen die Blähen löserlos, sind dann von rosa und gehen dann noch richtig schlüttweiß. Und dann ist es von der dichteren rosa Farbe nicht mehr zu sehen. Dasselbe seht ihr auch oft bei unseren Kulturäpfeln, also bei den Äpfeln an den Bongerten, wo oft Knospen rosa oder rödelzig sind und dann Blähen abgehen und dann noch echt weiß sind. Ja, hier ist der Malus hillieri, also ein Hilliers-Apfel, benannt nach einer Baumschule in Amerika, in England, pardon, einen ganz bekannten Baumschule Hillier. Und das ist eine Selektion von 1921. Und das ist eine von den Sorten, die halb gefüllte Blähen hat. Wenn ihr dort Blähen guckt, da seht ihr, da sind nicht 5 Bläheblätter, wie ich vorhin erklärt habe, sondern da sind da oft noch 2 oder 3 mehr, die an der Mitte dabei stehen. Das heißt, die sind so ein bisschen verdürbelt. Hier seht ihr das ganz schön. Bei dieser Blähe seht ihr, die werden so Griffeln an der Mitte ganz gut. Das sind die Wurzeln, die mir lang oben rausstehen. Die Stöpsblätter sind innen nicht gerade so lang. Ja, hier ist ein Bier, da seht ihr, die sind natürlich mehr frei, die sind schon fertig mit der Blähe. Voilà, da seht ihr schön die Bläheblätter, die vervielfacht sind, wo nach Bannen so immer nach einem neuen Kreis von Bläheblätter kommen, ihr dann schlussendlich an der Mitte nach einem Kreis von Stöpsblätter und ganz an der Mitte Griffel natürlich könnt. Die Unordnung von den verschiedenen Blähebestandteilen, die bleibt immer dieselbe bei allen Blähen. Immer draußen Kelchblätter, dann Kronblätter, Stöpsblätter und dann Fruchtblätter. So, wir kommen jetzt an den Park Krämerweh, wie ihr hier auf dem Pano seht. Das ist also den Park, den sich hier die andere Seite von der Rue Coudenhove-Kalergi Richtung Fuershallen oder Richtung Auchan hinzieht. Da das der Name vom Park kommt von dem Krämerweh, das ist der Weg, den sich an der Längs durch den ganzen Park zieht. Da ist früher ein Krämerweh gelaufen, den ihn heute leider nicht mehr als Krämerweh erkennt. Nee, das ist aber noch Trasse von dem Krämerweh, den von Reims über Metz, dann Trier bis auf Köln gegangen ist durch ein Land, das die Zeit noch nicht gegeben hat, was Lützeburg heißt heute. An diesem Park werden wir hauptsächlich Eichen gesehen, die sind allerdings noch ein bisschen mit weit dran, da sind die Bilder noch nicht so weit ab. Aber wir sehen aber auch Bischen und Haubischen und verschiedene andere Sachen. Das ist der nächste Park, den am Kader vom Arboretum Kirchbirch angelegt worden ist. Das war 1993, 1994, wie die ersten Pflanzungen hier gemerkt sind und auch die ersten Durchforstungen, weil das war der Moment, wie wir angefangen haben mit den Erbesten, am Anfang einen relativ dichten Zonenbestand, eine wahrscheinlich ehemalige Forstbaumschule, die durchgewusst war, wo die Bäume ganz nah bei Stungen, aber schon 30 Jahre hatten. Und so dass da am Anfang hat sich mal Wehr angelegt gesehen und ziemlich stark durchforst ging ist.
eng Aarbecht, die wir auch haut noch immer weiterfeieren, für den ganzen Loser-Los ein bisschen mehr parkähnlichen ausgesehen zu gehen. Voilà, die Sammlung vom Arboretum als europäisch Bemer Streich, da das Thema, wir haben für drunten am Park Central schon Äpfel gesehen, die nicht unbedingt alle gut aus Europa kommen, ja, das ist ein bisschen ja dann eine eigene Sammlung, die von den Ziergehölzer. Und hier kommen wir ein bisschen mehr bei die wirklich europäischen Arten, wo natürlich auch die einheimischen Arten dazu gehören. An der werden wir auch die eine oder andere gesehen. Ich habe gesagt, die Echen wären ein bisschen hand dran. Hier sind trotzdem zwei Eichenarten, die wir uns angucken können, weil sie immergrün sind oder wie im Fall von der Turner Eich, halb immergrün. Die Turner Eich, das ist am Anfang ein Hybrid, also eine Kreuzung zwischen der Quercus robur, der Summer-Eich, und der Quercus ilex, das ist die immergrün Stehen-Eich, die wir auf der anderen Seite haben auch gesehen stehen, die wir so gleichwertig angucken. Das ist also eine Kreuzung, die an einer Baumschule, an der Baumschule von Herrn Turner entstanden ist. Dafür heißt sie auch Quercus turneri und ein X für drin, für zu weisen, dass es ein Hybrid ist. Und die ist halb immergrün, was heißt das? Aber die Blätter bleiben grün bis an Frühjahr und fangen los an auszutreiben. Aber nur die jungen Blätter bis rauskommen, da werden die alten Blätter aufhalten. Und dann sieht im nächsten Moment ein bisschen aus, wie wenn der Baum irgendein Problem hat. Aber das ist nicht so. Es sind einfach die Blätter vom letzten Jahr, die dann am Frühjahr aufhalten, ehe die neuen Blätter rumkommen. Hinten drunten sieht ihr die immergrün Stehen-Eich oder Quercus ilex, die viele Leute vielleicht auf den ersten Blick nicht so als Eich erkennen, wenn ihr euch die Blätter anguckt. Die sehen am Anfang gar nicht so aus, wie wir uns heute zu Lützeburg Eichen vorstellen, mit so schönen gelappten Blättern. Aber wenn ihr aber hier guckt, hier seht ihr eine Fruchtkapsel vom letzten Jahr. Das ist aber genau das, so ein kleiner Cupula, wie man sie bei den Eichen kennen, also so ein kleiner Schule, an der Techtel dran sitzt. Die Techtel selber ist natürlich schon lange rausgefallen. Aber das weist uns aber, dass es wirklich sich hier um eine Eich handelt. Der Baum weist eine ganze Partie Anpassungen an seinen Lebensraum. Das ist eine Art, die am mediterranen Gebiet vorkommt, wo es im Sommer ganz warm und dreschen ist. Niederschläge erst an den Wintermonaten fallen. Und für dafür nicht zu verdreschen, sind die Blätter erstens mal relativ klein. Zweitens sind sie ganz lederig, da seht ihr daran, dass sie so schön blinken. Und innen drinnen sind sie ganz hell, aber wenn ihr sich das unter der Lupe anguckt, da seht ihr, dass die hellgrau Farbe hier kommt, dass du ganz kleine Sternenhaar, also richtige Filz machen. Und zwar über die Spaltöffnungen, die innen im Blatt sind. Und Spaltöffnungen, das sind die Poren, mit denen Bäume Wasser und Luft austauschen und am Anfang Wasser verlieren. Dadurch, dass die Spaltöffnungen überdeckt sind durch die Haare, verlieren sie dann mehr Wasser im Sommer, wenn es nicht viel da ist. Hier sehen wir zwei Bäume, die im Moment an unseren Büschern anfangen, grün zu gehen. Den habt ihr bestimmt schon gesehen, den habt ihr wahrscheinlich auch. Den hellgrünen hier, das ist Bisch oder Rotbisch. Und den anderen, das ist Taubisch, Hainbuche oder Hobisch auf Lützeburg. Zwei Arten, die oft mal daneben verwechselt gehen, wo ich euch mal weisen, worin ich die eine und die andere kann erkennen. Ich will mal so ein kleines Stückchen hier mit. Fangen wir mit der Bisch an. Das ist also die an den Büschern im Moment die ganz schön hellgrün Blätter überall weist. Und wenn ihr im Moment auch ganz gut gesagt, wenn ihr ein bisschen gegen die Blut guckt, da seht ihr, dass die so ganz schön Flamme hat von weißen Haar längs den Bauch vom Blatt. Taubisch, wenn ihr die guckt, der Bauch vom Blatt, den ist doppel gezähnt. Da seht ihr schön, da sind richtig Zähne drin, und zwar doppel, das heißt immer mit großen Zähnen und dazwischen ein bisschen mit kleiner. Das nennt man eine Doppelzähnung. Und darunter kann man also Taubisch und Bisch gut unterscheiden. Taubisch doppel gezähnte Blätter, Bisch behaarte Blätter. Auf Französisch gibt es einen interessanten Spruch für sie auseinanderzuhalten. Französisch heißt Taubisch Charme und den Rotbisch heißt Hêtre. Und da gibt es den Spruch, le charme, Haubisch, d'Adam, c'est d'être
à poil. Hoher. Leider haben wir noch keine Geruchsüberdrohung. Hier haben wir eine Blei, die im Moment schön ober ganz gut riecht. Die für gut abgepasst haben, erkennen wahrscheinlich direkt, dass die Bleien hier zu einem Rosengewächs gehören. Und das Rosengewächs hier, das Drauve kiescht. Das ist eine Art, die als Strauch oder kleine Bäume bei uns an den Hecken dafür könnt. Die Blei riecht ganz gut. Was aber nicht so gut riecht, der französische Name sagt Bois puant. Das Holz, wenn den da so ein bisschen drauf reift, dann riecht das hat einen richtig stinkenden Geruch. Wie gesagt, leider können wir den noch nicht überdrohen, aber wenn der hier so ein drauf kiescht, sieht der Bleien, könnt ihr den Test da machen. Zwei Krautigpflanzen, die in am Busch, Buschwehr oder am Buschrand findet, sehen wir hier ist die eng, das Knoblauchsrauke oder Knöfligsrauke. Einen kleinen Kreuzblütler mit Blätter, die so ein bisschen scharf gezähnt sind. Und wenn die riecht und noch schmeckt, dann riechen die ganz stark noch Knöflig. Kann ich noch und Salat machen, also wie schwache Knöflig. Licht Knöfligsgut könnt ihr dann an Salat. Wie gesagt, Knoblauchrauke, eine Pflanze, die überall an Büscher blüht. Auf der anderen Seite vom Weg haben wir noch eine andere, die an der Wiese im Moment findet. Wiesenschaumkresse. Auch eine Art, die man gerne kann an der Salat verwenden. Die kleinen Blätterchen, die haben einen ganz guten, relativ starken guten Mustard. Das ist auch ein Kreuzblütler. Ich gehe aber noch nicht auf Details von den Erkennungsmerkmalen von den Kreuzblütler an. Am Gegensatz zu den Rosengewächsen, die wir früher gesehen hatten, mit den schönen farbigen Bleien, die wichtig sind, die auch Nektar produzieren, weil sie von Insekten bestäubt gehen, haben Bischengewächse, zu denen Dechen, aber auch Bische gehören, Bleien, die vom Wand bestäubt gehen. Dafür haben sie ganz klein unscheinbar Bleien, die so an lange Wurzeln raufhängen. Das ist all Knubbelchen, die ihr hier seht, das ist am Anfang eng männlich Blei. Und die männliche Blei, die besteht eigentlich aus den Stöpsblättern. Mehr ist es nicht. Und die Stöpsblätter lassen den Pollen dann an die Luft ab. Und die weiblichen Bleien, die sind dementsprechend auch ganz unscheinbar. Ich gesehen, nicht direkt denken, aber die sitzen immer irgendwo innen an den Achseln oder an den Verzweigungen. Und strecken am Anfang just hier Narben raus an die Luft. Und viel mehr ist da dann auch nicht zu sehen. Also typisch Bleie von einem Windblütler. Hier sehen wir noch ein Kehr, könnt ihr euch erinnern, Trautbisch, also die normale Bisch, mit den Blättern, die Haar um Bauch haben. Und hier sehen wir aber auch hier Bleienstände. Und zwar haben wir einerseits die männlichen Bleienstände, die hier raufhängen, wo praktisch nicht mehr, probieren wir mal so in die Kamera zu halten, praktisch nicht mehr Stöpsblätter drin zu sehen sind. Und an der Spitze von den Ästen, da haben wir weibliche Bleien, die ganz ähnlich ausgesehen auf den ersten Blick. Aber da kommt just hier in der Mitte Griffblende raus. Das ist also ein weibliche Blei, aus der entsteht dann danach ein Buchecker. Und die männlichen Bleien, die verfallen relativ schnell, die haben just da für den Pollen zu gehen am Frühjahr. Ganz schön an der Blei sind im Moment hier auch als Peichtrosen, die aus Südosteuropa stammen. Daneben haben wir noch ein paar andere mediterrane Arten. Einerseits hier Bamheet, Erica arborea, das ist also Bruyère auf Französisch, aus der Pipe de Bruyère, also aus dem Wurzelstock von dem Strauch sind Pipe de Bruyère gemacht. Das ist ein Hedegewächs, ne? Erica C. Hier sind die kleinen Bleien, kleinen Klackebleien, die am Anfang ganz schön sind. Und das ist ein Strauch, im Gegensatz zu der Heet, die wir bei uns kennen, die relativ niedrig bleibt, kann der Strauch hier bis 2–2,5 Meter hoch gehen. Das ist allerdings hier ein bisschen frostempfindlich. Wenn kahle Wandern kann es sein, dass er wirklich bis auf den Boden zurückfriert und dann muss von innen aufhängen. Dann ein anderes ist der mediterrane Gehölz, das den aber auch an den Atlantikküsten
fand das halt den Erdbeerbaum, den Arbutus unedo hecht anscheinend das Essen eng, weil die kriegt Früchten, die ganz lockelig nur Erdbeer ausgesehen, die aber eigentlich kein immense Gu hun, man sie mal bei Eis nicht. Schon allerdings an der Provence man schon pummel so gelöst für Leute, dass das anscheinend immens gut wäre. Die Früchten, vielleicht sind sie da mehr, kriegen sie da mehr Zucker wie bei Eis. Da auch ein Madame hier bei einer Visite eng Portugiesin, die hat mir gesagt, ja, das essen wir in Portugal, aber der will nicht zu viel essen, weil die gären Baum und wenn in der zu viel ist, da geht den richtig voll davon. Da gibt also da ein paar interessante Geschichten zu dem Strauch. Leider sind im Moment noch keine Früchte da, fangen sie sich zu entwickeln, sie sind noch ganz klein. Am Laufe des Jahres, wenn er bei der nächsten Visite mitgeht, da werden wir auch die Früchte entdecken. Da seht ihr im Moment auch noch die Giel Azalea umblähen. Das ist also Rhododendron am Fong, kennen wir vielleicht echt an der Gärte bei uns, die mit den großen Mofen blähen. Da ist eine Wildart, die am pontischen Raum vorkommt, mit Gielen blähen. Und ganz interessant für die da, ich weiß nicht, ob bei den anderen Arten auch so ist, mit den Pollen von den Azaleen, den ist giftig. Und nicht für die Bienen, aber für uns. Und wenn die Bienen darüber sammeln, für Honig zu machen, dann kriegen den Honig, der giftig ist. Die Leute am Kaukasus haben dann das Honig bewusst leihen gelassen bei Konflikten für ihre Feinde. Aber wenn die den Honig davon tun, dann haben sie den gegessen, ohne zu wissen. Und dadurch sind sie benevelt gehen. Und das hat den einheimischen Völkern dann erlaubt, für Meister zu bleiben und die Schlachten zu gewinnen, gehen oft nicht stark Gegner, weil die eben durch den Honig benevelt werden. Voilà, das war es für das kleine virtuelle Visit durch die zwei Parke vom Kirchberger Arboretum. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Weil ja, da sehen wir uns vielleicht rum, den 11. 13. Mai. Als die nächste Visite nicht vor so, wir sind 6 Uhr. Die können ja nicht hier an den Heilpark, sondern am Park Klose Grünchen, die andere Seite von Kirchberg. Hoffentlich im Moment schon an der Realität wirklich draußen. Falls nicht, wir sehen uns online. Au revoir.